Hallo, lass uns Deutsch lernen. Heute ein kurzer Dialog. Hör gut zu. Heute sprechen wir über ein Thema, das viele von uns schon einmal verwirrt hat: Trinkgeld. Ja, besonders wenn man in einem anderen Land unterwegs ist. Da fragt man sich oft, was jetzt angebracht ist. Absolut. Und die Unterschiede können wirklich extrem sein. Zum Beispiel in den USA, da muss man ja fast schon mitrechnen, dass das Trinkgeld den Preis deutlich erhöht. Genau. Da sind 15–20% ganz normal und werden fast erwartet. Wenn man das nicht gibt, gilt man schnell als Geizhals. Interessant ist ja, dass das Trinkgeld in den USA oft als Teil des Einkommens der Servicekräfte gesehen wird. Deswegen ist es dort so wichtig. Ganz anders sieht es in vielen asiatischen Ländern aus. In Japan zum Beispiel kann es sogar als unhöflich betrachtet werden, Trinkgeld zu geben. Ja, das liegt daran, dass man dort den Service als Teil des Preises sieht. Das Personal wird gut bezahlt und es wird erwartet, dass es einen exzellenten Service bietet, ohne extra Belohnung. Und dann gibt es Länder wie Deutschland, wo es eine Art Mischung ist: Man gibt Trinkgeld, aber es ist nicht so extrem wie in den USA. Genau, in Deutschland sind 5–10% üblich und es wird als nette Geste gesehen, nicht als Muss. Für viele Reisende kann es aber verwirrend sein, weil es von Land zu Land so unterschiedlich ist. Richtig, und es ist immer gut, sich vorher zu informieren, um keine kulturellen Fettnäpfchen zu treten. Ein weiteres interessantes Beispiel ist Frankreich. Dort ist der Service meist schon im Preis inbegriffen, aber trotzdem gibt man oft noch etwas dazu. Das stimmt, es ist dort eher ein Zeichen der Wertschätzung als eine Notwendigkeit. Was ich auch spannend finde, ist, dass Trinkgeld in einigen Ländern sogar gesetzlich geregelt ist. In Italien zum Beispiel gibt es oft eine Coperto- oder Servizio-Gebühr auf der Rechnung. Ja, und das kann dann schnell zu Missverständnissen führen, wenn man denkt, man muss noch extra Trinkgeld geben. Dann gibt es noch Länder wie Australien und Neuseeland, wo Trinkgeld zwar nicht erwartet wird, aber trotzdem gern gesehen ist. Richtig, und dort ist es meist so, dass man Trinkgeld gibt, wenn man wirklich sehr zufrieden war. Es zeigt also, wie wichtig es ist, die lokalen Gepflogenheiten zu kennen. Und manchmal sind es ja auch die kleinen Gesten, die zählen. Ein freundliches Lächeln oder ein Danke können oft genauso viel wert sein wie ein paar Münzen. Das stimmt, und es zeigt, dass man den Service wertschätzt. Also, liebe Zuhörer, wie haltet ihr es mit dem Trinkgeld? Seid ihr eher großzügig oder haltet ihr euch an die landestypischen Gepflogenheiten?